Hey Oli, ich glaube, wir sind da. Hey, heute zusammen, willkommen zurück zum ersten Schweizer Fischer-Podcast. Fischverrückt! Ja Mann, auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen. Hey, kannst du mir schnell ein bisschen mehr Headphones geben? Ja, selbstverständlich. Siehst, jetzt haben wir doch 2 Jahre, wo wir jetzt dran sind. 23, Krass. ja, 24, 25. Genau. Diese Woche? Diese Woche. Das ist unsere 2-Jahres-Episode. Episode. Und wir sind doch immer noch nicht so eingrooved, dass alles einstecken kannst und alles funktioniert. Aber wir arbeiten dran. Hey, schön, dass ihr wieder eingeschaltet zu der finalen Folge von dem Jahr 2025. Es wird... Eigentlich haben wir ein bisschen eine andere Episode geplant. Ja, richtig. Die ist ein bisschen ins Wasser gefallen. Also wir haben 2 Episoden anders... Ja gut, nein, die anderen wären im November gewesen. Ja, stimmt, richtig, stimmt. Ja, die haben wir eine Absage bekommen, Genau, aber die da... Ja. Wäre eigentlich auch anders geplant gewesen. Wäre auch anders geplant gewesen. Aber hoffen wir, können wir im nächsten Jahr nachholen. Genau, und dann würde ich sagen, wir gehen mal in die erste Rubrik, und zwar Rückblick und Ausblick. Mit irgendjemandem habe ich letztes Mal geredet, wo es darum gegangen ist, um die Übergänge... Oh, genau! Ja, genau! Das darf ich nicht sagen. Gut. Aber hauptsächlich, du hast jetzt allein Ja, nein, sorry. Niemand ja, kommt raus. es ist tief schwarzer Humor, den er gebracht Okay, hat. Das gut. kann ich nicht im Podcast sagen, das können wir gerne im Off noch schreiben. Gut, Das ist nimmt mich schon ein schwarz. Wunder. Der Robin weiss, um was es geht, und die Jörg Schreiber weiss sicher auch, um was es geht. Gut, fangen wir doch mal an. Ich habe mir einen Kommentar rausgesucht, noch eigentlich im Zusammenhang mit der letzten bzw. vorletzten Episode. Thema Jäger. Ja, genau. Und da hat einer bei uns jetzt kommentiert, der Dan, auf die aktuelle Folge. Ihr könnt es schauen, es ist ziemlich der erste Kommentar, meint es, den wir jetzt bekommen haben. Er hat sich da dazu geäussert, zu dem, was wir sagen, und ja, vielleicht ist es übergekommen, wenn wir die Marke schlecht machen. Das wollen wir nicht, also auf keinen Fall, wenn wir irgendwie eine Marke schlecht machen. Das haben wir auch bereits schon mehrfach erwähnt, und das ist auch nicht unsere Aufgabe. Also, ganz ehrlich, wir sind ein Podcast, wir wollen euch unterhalten, wir wollen nicht irgendjemanden schlecht herziehen. Auf jeden Fall haben wir ihm dann auch Antwort gegeben auf den Kommentar, und daraufhin hat er dann auch noch geschrieben, in einem zweiten Kommentar: Hey, danke, dass ihr den Kommentar veröffentlicht habt, auch wenn er kritisch ist, und genau für das ist Community-Feedback da. Und da stimmen wir absolut zu, auch aus unserer Sicht. Hey, wir haben die Möglichkeit, einen Kommentar zu veröffentlichen oder nicht, das ist ja so. Wir haben aber bis jetzt, ich glaube, wir haben jeden Kommentar veröffentlicht. Ja. Und klar, wenn er irgendwo anstössig ist, dann werden die schon von Anfang an blockiert, aber das ist irgendwo die AI dahinter. Aber wir veröffentlichen grundsätzlich jeden Kommentar, außer wenn es irgendwie ein brutaler Hate ist oder so. Ja, natürlich, aber hey, sind kritisch, dürfen ihr gerne sein, auch uns gegenüber natürlich, nicht nur der Marke gegenüber, auch inhaltlich oder auch sonstiges Feedback, aber ganz wie jetzt Dan, konstruktiv rein. Hey, super gewesen, Dan, top an dieser Stelle, danke vielmals. Ja, finde ich, hat einen Applaus verdient. Ja. Habe fertig. Hey, und dann möchte ich mich einfach bedanken für Episoden, die doch sehr viele Kommentare bekommen haben, dass ihr das gefeiert habt, was der Manu da vor 2 Wochen über den ersten erzählt hat. Mega cool, dass wir mittlerweile nach 2 Jahren so eine Community haben, die kommentieren, die ihre Sachen unten in den Podcast hineinschreiben. Das feiere ich mega. Perfekt. Und ich glaube, es ist auch ein spannendes Thema gewesen. Ich glaube, es ist auch etwas, was die Leute interessiert hat, weil es um einen Fisch geht, wo vielleicht nicht jeder gefangen hat, wo auch nicht jeder will fangen oder kann oder sich auch die Zeit nimmt, aber halt doch ein wunderschöner Fisch ist und für mich halt immer einfach einer der schönsten Fische ist. Auch wenn es ein Salmonid ist, aber es ist einer der schönsten Fische, der in unseren Gewässern schwimmt. Also, Nico, bevor wir jetzt in die finale Folge von diesem Jahr starten, machen wir mal ein Bier auf, oder? Ich würde es meinen. Oli, das wird nicht das letzte gemeinsame Bier sein dieses Jahr. Nein, ich hoffe es nicht. Wir haben ja noch das Fischen abgemacht miteinander. Ich hoffe, Ja. das Wetter passt. Wenn das Wetter nicht passt, dann wird es gewesen sein. Dann ist es. Ja. Ja, außer wir hauen uns sonst dann mal weg. Also, wir hauen jetzt in die nächste Rubrik vorstellen von diesem Podcast. Das finde ich immer so ein bisschen eine Rubrik, wenn wir keinen Gast haben, nicht? Ja. Also findest du die, ich Ja, finde die ja, jetzt das nicht so stimmt sonderlich eigentlich. wichtig, aber ich finde es gut, ziehen wir durch, weil dann haben wir den roten Faden. Genau. Können wir sagen, die Kinderbetreuung hat uns eigentlich ein bisschen einen Strich durch die Rechnung gemacht. Ich wollte jetzt gerade sagen, wir fangen da mit dem ersten Punkt. Wer ist alles anwesend? ist mal eine klassische Oli-Nico-Folge. Genau. Und zwar, wenn wir einfach ein bisschen aufs letzte Jahr zurückschauen,
So ein bisschen, was gelaufen ist am Wasser, was ist ein bisschen gelaufen da bei uns im Podcast. So ein bisschen Highlights aus der letzten Saison, kann man schon so sagen. Ja. So ein bisschen, wir schwelgen in Erinnerung. Jawohl. Aber wir starten wie immer meine Woche, deine Woche. Und da nimmt es mich jetzt einfach Wunder, Nico. Jo. Was läuft bei deinem Adventskalender? Am Anfang habe ich immer schön Fotos bekommen von den ersten paar Türchen und aufs Mal hat es aufgehört. Nur von den ersten 2 hast du Fotos bekommen. Meinst du von meinem oder von dem von meinem Sohn? Jetzt will hat dein Sohn. Ja, das weiss ich aber auch nicht so recht. Nein. Ja, ich habe ja den LMAB und ich habe den Westin Swim. Jawohl. Und ich muss sagen, der Westin Swim ist futzgeil. Wirklich? Abartig. Ich habe so Freude. Also gute Farben in dem Fall. Mega. Und es sind vor allem, das finde ich ja das Geile an einem Adventskalender, wenn er so ausgelegt ist wie jetzt der Westin Swim. Ich bin ja nicht der Westin Swim Fischer. Ich bin allgemein nicht der Swimbait Fischer oder der Jerk Fischer. Noch nicht, hoffentlich. Und es hat Farben, ich würde mir die nie kaufen. Nicht, weil sie hässlich sind, sondern weil ich einfach das Gefühl habe, ja, kaufst du dir einen blauen Köder? Weißt, nein, so ein bisschen, nein. Eben, genau. Aber ich könnte mir eben schon vorstellen, dass Blau halt einfach einen gewissen Farbreiz hat. Vor allem gerade vielleicht im Frühling in der Flachwasserzone oder im Sommer, weißt, wenn es dann dunkel wird, wenn es vielleicht ein bisschen ans Ufer kommt, keine Ahnung, einfach so. Und ich habe das Gefühl, dass, ja, so Sachen, ich würde mir die nie kaufen. Fischen wird es, da bin ich überzeugt, weil wenn ich es habe, dann brauche ich es auch. Und vor allem gerade so die Notfallköder, die Reserveköder, haben wir ja auch schon gesagt, oder? Die Backups. Dass du dann einen Köder dran tust, wo du nie wirst fischen oder kaufen. Und hey, ich finde es mega geil. Es hat ganz coole Farben drin. Und das Geile finde ich, beim Swim hast du, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob 14 oder 12 cm der grösste war bis jetzt, Köder. Ich glaube 12 cm. Aber du hast 12, 10, 9 und 7 cm. Habe ich jetzt drinnen gehabt. Und ich finde es geil. Es sind wirklich geile Farben. Unterschiedliche Grössen auch. Finde ich mega cool. Du hast Suspending, Floating, Sinking. Du hast echt alles dabei. Und das finde ich aber schon geil. Ich bin jetzt so gespannt, ob dann auch noch so der Westin Swim Tail kommt. Oh ja. Habe ich zwar schon einen. Finde ich mega geil, den Köder. Bin gespannt, ob so einer mal drin ist. Und was ich auch erst gesehen habe, ich glaube gestern habe ich es gesehen, du hast ja die Chance auf das Golden Ticket. Ah ja. Ja, bin gespannt. Ich rechne jetzt nicht damit. Kannst du mit dem Didi fischen? Mega lässig, ja. Wird sicher cool. Der hat schon 2 Sonderfarben drin gehabt, der Didi. Ah ja, was? Der Didi. Ja. Hey, aber noch schnell zu der Farbe. Ich nerv mich immer ein bisschen ab mir selber, wenn ich in einen Angelladen reingehe. Und ich denke mir immer, so komm, heute, wenn ich etwas kaufe, dann mal eine Farbe, die du nicht immer kaufst. Aber gleich greifst du immer zu einer Farbe, wo du einfach Vertrauen hast. Ich habe schon ein paar Mal gedacht über Blau. So, es hat schon ein Berechtigungsdasein, nehme ich mal an. Ich glaube, es ist eben der andere Aspekt, den du anschauen musst. Es ist nicht, dass du die Farbe nicht würdest fischen oder dass du sagst, nein, die finde ich hässlich, sondern ich glaube, es ist mehr, ja, soll ich jetzt die 20 Stutz ausgeben für eine Farbe, die ich vielleicht 5-mal im Jahr fische? Oder soll ich sie lieber in eine Farbe investieren, die ich 100-mal im Jahr fische, blöd gesagt? Oder? Ja, das stimmt. Ja, ich glaube, das ist mehr der Aspekt, oder? Dass wenn du rauslaufst, du gehst schon in den Fischerladen rein und denkst, ja, heute kaufe ich nicht so viel, vielleicht 1, 2 Köder, weil du gehst ja vielleicht immer mal wieder und dann willst du nicht mit 100. Ja. Und ich glaube, das ist so ein der Aspekt. Und das finde ich etwas geil an einem Kalender oder auch an einer Mystery Box. Von LMAB hat ja auch so eine Mystery Box gehabt, so eine Halloween Box. Halloween, ja. Hat Sachen drin, ja, die sind immer noch unverpackt, aber es hat Sachen drin, wo ich muss sagen, mal, hätte ich mir jetzt vielleicht nicht gekauft, aber würde ich fischen. Ja. Ja. So viel zu dem. Also, der Swim, absolut empfehlenswert. Ich muss dir auch hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich weiss nicht, was der regulär kostet. Keine Ahnung. Ich habe ihn zu einem Sonderpreis bekommen, darum für mich doppelt gelohnt. Wirklich geil. Sehr, sehr cool. Und der LMAB-Kalender. Ich weiss noch nicht so recht, was ich davon halten soll. Er hat ein paar gute Töle drin. Das erste war der Perch-Glider von Monkey Lures, von Louis. Ich finde ihn in einem geilen Dekor. So kontrastreich, so schwarz, grundiert, so grün. Ja, ich finde ihn geil. Ich finde ihn wirklich geil. Dann ist mal ein Fox Slick Shell. Schnell zum Swimbait selber. Ja. Ich finde, das Design an sich finde ich mega geil gemacht. Die ist mega gelungen. Ja. Das Laufverhalten. Sehen wir dann,
Wir gehen dann mal Swimbait fischen nächstes Jahr. Musst mal andere Swimbaits anschauen. Ich finde, jetzt kann er nicht mitheben. Ja. Ich habe ihn noch nicht gefischt. Ich habe auch den von LMAB, da, wie heisst der? Power Vibe, der Real Vibe. Der Real Vibe, ja. Den habe ich auch noch nicht gefischt. Muss ich sagen, den habe ich ja schon länger jetzt, seit Halloween. Habe ich aber auch noch nicht gefischt. Keine Ahnung, wie der läuft. Ja. Ich weiss, wie der OSP läuft, der 250er. Ja. Der läuft geil, der hat brutal geiles Laufverhalten. Ich habe mir jetzt dort auch mal noch die kleineren gekauft beim Mickeys, da die 175er. Ja. Habe ich auch noch nicht gefischt, weiss ich ehrlich gesagt auch noch nicht. Du, ich bin gespannt. Schlussendlich soll ja nicht jeder gleich laufen. Es soll ja irgendwo einen kleinen, aber feinen Unterschied auch sein. Ich glaube, wenn du den kannst animieren, so wie es dir passt als Fischer, hast du ein Vertrauen in den Köder, um damit Fisch fangen, oder? Ja, irgendwie. So. Du, wenn du findest, der ist gut, der von Monkey Lords kannst du meinen haben. Ja, das ist gut. Dann war eben so ein Slick-Shed drin von der Fox. Ein Egli-Köderli. Ja, ist okay. Ist für mich, ja, es ist ein Gummiköder. Ist okay. Das ist doch der neue, oder? Mit den unten, der so Rippli hat. Ja, ist möglich. Ich habe ihn nicht mal genau angeschaut, ja, gesagt. Ich habe bei mir im Auto jetzt im Fischerzeug rein. Dann war noch von Ilex so ein kleiner Twitch-Bait drin. Das finde ich mega schade. Die Twitch-Baits, die bis jetzt drin waren, oder ein Twitch-Bait und ein Wobbler ist drin, ein Minnow, und die laufen alle so 0,5 bis 1 Meter. Das finde ich mega schade. Ich habe das Gefühl, die sind recht an Holland angelehnt, weil es halt der deutsche Markt ist und dort eher flächere Gewässer sind, wo bei uns halt, keine Ahnung, ich sage, wenn ich mit einem Twitch-Bait oder uns fische, dann muss der 1,5 Meter laufen, von mir aus gesehen. Sonst ist einfach, kommst du irgendwie nicht auf die Tiefe runter, oder? Ich bin halt gerne im Mittelwasser rein. Wenn es 3-4 Meter tief ist, so auf 1,5 Meter, finde ich absolut geil. Darf gerne tiefer laufen, aber ja, wenn er halt nur irgendwie so 0,5 läuft, ist sicher cool, um irgendwie an der Oberfläche ein bisschen Egli jagen, aber das ist für mich schon fast ein Top-Waderköder. Also ja. Ja. Ja, aber ich weiss, was du meinst. Das hat mich auch schon gestört in den Vorgängern, dass die nicht so tief runtergehen, ja. Ja. Aber du easy. Weil auch wenn du denkst, wenn du jetzt in einem Forellenfisch schon am Bergsee geht, dann musst du auch runterkommen. Ja, ich glaube, ja, dort, halt je nachdem, gell. Ich sage, gut, eben, gell, das ist halt der Lungersee, den ich so ein bisschen kenne. Ich bin nie groß Forellenfisch. Und Lungersee kannst du eigentlich alles durchziehen. Es ist halt einfach je nachdem, wo die Fische stehen, musst du ja, voll, aber... Darum, keine Ahnung. Du, sind wir mal gespannt. Also ich glaube, der eine oder andere Köder, kann ich jetzt schon sagen, wird ich wahrscheinlich nicht fischen. Ausser mal wirklich im Verzweiflungsgriff, wo ich mal sage, hey, irgendetwas muss doch gehen, oder wenn ich mal Egli twitchen oder so, aber ja, so mit 0,5, finde ich das sind wir jetzt beim 9. Türli heute. Dann ist, was war noch drin gewesen? Es war noch ein Gummi noch mal drin gewesen, von, weiss auch nicht mehr. Also es sind 2 Minnows drin gewesen, ein paar Gummifische, ein Crank ist noch drin gewesen, der Power Vibe von LMAB. Bin ich auch mega gespannt. Sieht recht geil aus. Ist so eine Christmas Edition. Mega coole Farbe. Ja, sonst, er hat mich jetzt noch nicht so dermaßen überzogen, dass ich muss sagen, ja, den würde ich mir sicher wieder kaufen. Also, ja, es ist mehr so ein bisschen, es ist okay. Es ist Schade haben wir nicht vor Weihnachten einmal eine Folge, hätte ich gerne ein Fazit von dir gehört, oder ob du noch kannst nachvollziehen, warum ich ihn dieses Jahr nicht mehr gekauft habe. Du eben... ein Ding war noch drin, ein Chatterbait. Ja. Ein A-Blade. A-Blade von... das ist von Dings. Ist das nicht CWC? Adusta, okay. Ja. Aber ist okay, das macht einen soliden Eindruck. So 5 Gramm mit einem 1,0er-Haken, das ist perfekt für Egli. Finde ich noch recht cool. Und dann war mal noch ein Swim drin, ein Western Swim war noch drin. Ja. Ich dachte, ja, jetzt habe ich 2 Swims. Ganz geil. Ja. Von dem her, nein, also grundsätzlich ist es eigentlich okay. Es ist halt so ein Gemischtwarenladen. Oder? Wo du halt alles drin hast, wo du nicht einfach nur eine Sorte drin hast, sage ich jetzt mal, wie beim Western Swim. Und vielleicht ist es halt auch ein bisschen falsch, dass ich gerade die 2 als Kontrahenten genommen habe. Muss auch gesagt sein. Halt, ja. Vielleicht hätte ich den Western Predator sollen nehmen, um zu vergleichen. Oder einen ZEC-Adventskalender oder so. Ja, aber ZEC hat auch noch ZEC-Produkte drin. Ja, macht ja nichts, wenn es nur... Also es spielt ja keine Rolle. Ja, ja. Aber die haben gut, LMAB ist auch LMAB-lastig. Ja, natürlich. Ist ja richtig. Also. Ja. Aber es geht mehr darum, beim Western Swim-Kalender hast du wirklich nur Swims drin. Oder? Und beim Western Predator hast du zwar nur Western drin, aber du hast alles drin von Western. Du hast Gummifisch, Terminal Tackle etc. Beim LMAB hast du auch alles drin, oder? Das hättest du vielleicht gerade so können vergleichen. Aber ja, ist okay. Also
Ich weiss auch nicht, ob ich mir den Swim wieder kaufe. Ich habe jetzt doch 24 Swims. Ja. Und das ist voll okay. Also, mehr brauche ich eigentlich nicht. Fischen kann ich gleich nur einen. Ja, richtig, ja. Genau, darum ganz easy. Aber grundsätzlich bis jetzt bin ich eigentlich zufrieden mit diesen beiden Kalendern. Ich bereue es nicht, dass ich beide kaufe. Okay, das ist ja gut. So. Genau. Dann bin ich noch fischen mit dem Gesi. Jawohl. Das war gut. Wenn wir beide hingehockt sind bei meinem Böte, sind wir nicht ins Gleiten gekommen. Da musste ich den Gesi vorschicken aufs Mittelbänkchen, dann sind wir ins Gleiten gekommen, aber sofort. Also am Motor liegt es nicht. Sorry, Gesi. Aber der Gesi hat schon gesagt, als er draufgestiegen ist, er hat gesagt, Gesi, stehst du nicht so stabil? Er hat gesagt, ja, 100 Kilo, was hast du das Gefühl? Ja, ich habe gehört, es ist ein bisschen Wackelgeschichte. Ja, es ist gewackelt. Ja, natürlich. Gell. Es ist ein Aluboot, es ist immer noch eine Nussschale, es ist nicht ein Bassboot, das wirklich einen flachen Boden hat. Aber es war ganz okay. Also, wir haben gut können rühren. Wir sind dann ein bisschen in die Flachwasserzone rein, ein bisschen in die alten Krautfelder rein, haben ein bisschen Kanten abgefischt. Wir hatten 2 Bisse beim Rühren, die wir leider nicht verwertet haben. Das tut mir heute noch weh. Ich habe meine Maus abgerissen. Autsch. Heute noch weh, ja. Ich habe einen Biss auf die Maus und wollte gerade nachrühren. Und ja, Schnurbruch. Ich weiss nicht genau, der Gesi meint, der Schnapper sei zugegangen bei den Baitcaster, beim Rühren. Ich kann dir nicht sagen, ob es irgendwie ein Backlash habe ich nicht das Gefühl. Ich habe mit dieser Rolle bis jetzt vielleicht etwa 2 oder 3 Backlashs gehabt, noch nicht mehr. Keine Ahnung, ja. Hat mir auf jeden Fall weh getan, als ich die Maus habe gesehen fliegen und gedacht, geiler Wurf. Und dann siehst du die Schnur hinten an, zusammengehen. Scheiße. Ja, das ist bitter, ja. Aber wir sind dann noch pelagisch Hecht suchen, da haben wir noch einen gehabt, dort haben wir 2 Bisse gehabt wieder. Der Gesi hat sie ihnen auch nicht verwerten dort. Und das war noch spannend im Fall. Der Gesi fischt ja viel am Bodensee und er kennt das pelagische Fisch vom Bodensee, also pelagisches Livescope-Fisch vom Bodensee mit dem Anrühren. Ja, der am Anfang den ersten Fisch angerührt, schaut auf den Screen und sagt, das ist kein Hecht. Ich so, mal, das ist ein Hecht. Dann hat er ihn angerührt, dann hat er den Schnapper zugemacht und etwa 5 Meter über den Fisch durchgezogen. Und das kannst du halt einfach im Winter nur noch mal vergessen. Die Fische sind einfach träge, vor allem wenn es dunkel wird. Dann hat er gesagt, nein, das ist kein Hecht. Der Hecht hat sich schon lange aufgestellt. Dann habe ich gesagt, Gesi, das ist sicher ein Hecht. Ja, nein, das ist kein Hecht. Ich habe gesagt, also gut, komm, wir gehen weiter. Dann sind wir weitergegangen, dann hat er etwa 3 Fische so angerührt. Oder sind dann halt alle 3 auch keine Hechte gewesen. Und dann hat er mal gesagt, Gesi, schau, du musst näher am Fisch durch. Probier's mal. Ja, weißt du, beim Bodensee machen wir das immer so. Ich gesagt, ja, ich weiss, aber probier's mal. Weil, ja, schlussendlich ist er dann näher am Fisch durch, der hat dann auch nicht reagiert. Dann ist dann wieder die Frage aufgekommen, ob das wirklich ein Hecht ist oder nicht. Und schlussendlich haben wir ihn dann in Down-Modus genommen, da hast du wirklich drüber fahren. Er hat gesagt, Gesi, schau, die Fische da, die musst halt, es gibt einfach Zeit, wo du die richtig musst zäukeln. Und dann haben wir den Fisch in Down-Modus genommen, dann habe ich den Köder ab. Also ich habe zuerst auch noch 2-3 Mal angerührt natürlich. Hat er auch nicht wollen. Und dann habe ich in den Down-Modus genommen, da habe ich den Köder runtergelassen und dann konnte ich zäukeln und schlussendlich ist er gekommen und der hat, keine Ahnung, irgendwo zwischen 90 und 100 gehabt, so in dem Sinne. Ah, schön, ja. Wir haben ihn nicht gemessen, es war schön gewesen und es war fett gewesen, das Ding, also wirklich dick im Winterkleid rein, mega geil. Und dann haben wir dann schlussendlich doch noch einen Fisch ans Band gebracht. Ja. Ah, Mojo da oben gehalten. Mojo ist da oben, genau. Ja, cool. Ist geil gewesen, ist cool gewesen, machen wir sicher wieder einmal und eben auch das hure Schmeissen ist einfach geil gewesen. Und als ob das natürlich nicht genug war, bin ich nachher noch zum Kili an die Season End Party. Ich weiss nicht, ob das irgendjemand aus überhaupt mitbekommen hat. Der Kili hat eine Season End Party gemacht, die haben einen DJ gehabt. Ist noch eine grosse Party gewesen bei meinem Ladenlokal, vom 4 Uhr weg bis am Morgen um 1. Hast können posten, trinken, festen. Der Robin ist noch gekommen, von Toppis, der Jürg ist noch gekommen, von JS, also JS Project. Wer war noch dort gewesen? Ja, es sind noch ganz viele dort gewesen. Genau, hey, und für alle die sich fragen, was mit dem Kili läuft, ich habe mit ihm noch ein bisschen geredet und er will wieder richtig Vollgas geben ab dem kommenden Jahr und will wieder mehr präsent sein, macht den Laden auch wieder mehr auf und gibt Gas. Also er hat relativ eine grobe Vororder gemacht, so wie er mir gesagt hat, und wird viel Neues und grobes Tackle haben. Also, ja, für all die denken, der Kili macht den Laden zu. Warte mal geschehen. Oh nein. Nein, den habe ich nicht. Nein. Ja, der steht. Nein, den habe ich leider nicht drauf. Ja, das ist zu bewahren. Ist halt Rubrik. Nein, für all die denken, der Kili macht den Laden zu, dem ist nicht so. Also, der Laden bleibt offen und er wird Gas geben. Ja. Cool. Genau. Hey, das wäre es eigentlich gewesen in meiner Woche. Ja.
Viel ist nicht gegangen, aber gleich etwas. Einmal. Hey, du bist immerhin am Wasser gewesen. Ich kann meinen Durchschnitt hochheben. Ja, voll, ja. Nein, das kann ich leider nicht. Dafür bin ich in Berlin gewesen, an der Angelwelt in Berlin. Ja, erzähl. Es war Bombe gewesen. Wir sind ja am Donnerstag Mittag auf Berlin geflogen. Dann, wer den Gesi kennt, der geht nicht nur auf Berlin wegen der Angelwelt, der geht auch dort, um sich kulinarisch verwöhnen lassen. Oh ja, das muss ich auch noch sagen, sorry geschwind. Gesi, eine ganz geile Herdöpfelsuppe mit Wienerli hast du gemacht, Mann. Wirklich geil. Du hast können essen, was ich gehört geil. Wirklich geil. Ich habe Gesi gesagt, ich esse eigentlich nichts während dem Fischer. Er hat gesagt, jetzt extra super gemacht. Ich habe gesagt, komm, wenn du extra super gemacht hast, mal. Und es war wirklich geil gewesen. Sehr fein. Ich sage ja, mit dem Gesi fischen gehen. Ja. Gehst nur schon, weil er immer etwas Feines kocht, egal was er macht. Hey, schau, die Grösse oder die Dimensionen vom Gesi, die kommen nicht von nichts. Und, ja, aber es ist ja fein. Es ist ja fein. Wäre das mein Mann, ich würde glaube, ich könnte schrugeln. Ja. Ja, sorry. Hey ja, wir sind in Berlin angekommen. Ja, es war lustig. Berlin ist einfach so anders. Dann bestellst du ein Uber für 8 Leute. Dann kommt er, ja, wir haben für 8 Leute Platz, aber die hinten haben so hocken, das Knie anziehen. Und natürlich war jeder mit einem Köfferli da gewesen. Ich meine, der Uber-Fahrer hätte auch können sagen, sorry, ich habe keinen Platz. Schon vorher, ich meine, du gehst die Leute am Flughafen holen, dann haben wir noch die Koffer irgendwie noch aufeinander aufgebiegt. Auf jeden Fall sind wir so zum Hotel gefahren. Höchst kriminell mit Schleichwägeln. Wir hätten, glaube ich, eine Stunde gehabt oder etwas. Der Fahrer ist so hin und her gefahren. Wir waren in 20 Minuten im Hotel gewesen. Das war noch lustig. Ja, und dann sind wir am Weihnachtsmarkt gegessen, sind wir Smashburger gegessen. Auf jeden Fall. Mit dem Gesi machst du da nie etwas falsch. Dann, ich bin ja angestellt gewesen, zum Content machen für die Schweizer Sportfischmesse. Ich habe fleissig Stories gemacht. Wir haben Reels gedreht mit dem Gesi zusammen. Also mit allen Stars und Sternchen, wo man kennt aus der YouTube-Angelszene, haben wir vor einem Mikrofon gehabt. Ist recht lustig gewesen. Es ist sehr intensiv gewesen und ich bin am Abend wirklich todkaputt gewesen. Also ich kenne eigentlich nicht mehr die andere Seite. Ich bin ja immer eigentlich der das Interview führt oder etwas zeigt. Und ich finde, Filmen ist schon noch anstrengend. Was du auf alles musst achten, das war mir gar nicht so bewusst gewesen. Jetzt weisst du vielleicht, warum das Manu immer so gätzig geworden ist. Ja, wirklich. Also so ein bisschen, ja, was sie alles muss beachten, ist schon nicht einfach, weißt du, so mit Licht, mit Ton, dass alles stimmt. Und der vor der Kamera, der hat es eigentlich easy, der musst nur deine Fragen stellen. Der kann auch reden. So, genau, du musst einfach reden, du musst einfach nichts nachdenken. Und das war schon eine Herausforderung gewesen, aber hey, wir haben jeden vor einem Mikrofon gehabt, Jan Pusch, der Dustin und der Felix und ja, ich sehe es dann alles noch. Sehr cool. Und was ich muss sagen, hey, es war schon krass gewesen, Freitag, gell? Ich weiss jetzt die Zahlen nicht mehr, aber sie haben die 20%, die wir hatten, haben sicher erreicht. Und es war krass gewesen, es sind so 3 Hallen, kannst du dir so vorstellen, so hintereinander. Hey, das wäre gerade meine nächste Aussage gewesen. Beschreib das mal bildlich, damit wir uns etwas vorstellen können. Ich bin selber eben auch noch nie dort gewesen. Es ist ein riesen Messeareal, ähnlich wie Friedrichshafen, einfach vielleicht 10-mal so gross. Es sind so mehrere Hallen hintereinander. Und du hast 3 Hallen, ich glaube, das sind 3 Hallen nur Fischereiartikel. Und parallel dazu auch nochmal 3 Hallen mit Minivan und all so Zeugs, also so Camping-Sachen. Und letztes Jahr hat es eine JDM-Halle gegeben und alle LMAB, NACE in einer Halle und dann ist die letzte Halle wie nicht genutzt worden. Und dieses Jahr haben sie es mega so durchmischt, dass halt alle durch alle Hallen müssen. Wenn du zu NACE war in der hintersten Halle, also hast du durch alle Hallen müssen. Haben es clever gemacht dieses Jahr, aber es war krass gewesen. Wir hatten Ausstellerpass, wir eine Stunde früher rein können. Das war super praktisch gewesen, um einfach alles vorzubereiten, weil am 10 sind die Tore aufgegangen, die Leute sind reingerannt und die sind durch die ersten 2 Hallen durchgerannt, um nur bei NACE anzustehen. Krank. Es ist richtig, ja wirklich krank. Hey, das am Freitag, gell? Samstag, doppelt so viele Leute dort hinterher gesäckelt. Es ist so krass. Hey, eben, am Samstag, glaube ich, über 25'000 Besuchende. Leck du mir. Es ist eine Masse an Leuten, die das Hobby so feiern, das ist so krass. Scheiße, 25'000, Mann, das wär
5-mal so viel wie Zufik. Nein, das wäre 6-mal so viel wie Zufiken, wie die Gemeinde, wo wir da gerade hocken, Einwohner hat, Mann. Heftig, gell? Abartig, ey. Heftig. Wow. Hey, ja, es ist Angelwelt Berlin, es ist schon ein riesen Klassentreffen, Ja. das merkst du auch. Jeder kennt jeden, also was man so sieht, so Konkurrenz, wo du das Gefühl hast im YPC, wenn du den YPC siehst, gar nicht, das sind alles, Ja. die gehen alle normal miteinander um. Also ein Ton von Hamrit mit dir, wie du und ich. Also weißt du, das ist ein normaler Mensch und nicht irgendein Gott. Ja, gut, das glaube ist ich schon- auch. Das finde ich aber cool. Das finde ich Das ist geil. mega cool. Ja, ich hatte dann mal ein bisschen Probleme gehabt mit dem Mikrofon, wo ein Max Guder, ich weiß nicht, ob man den kennt, von Harzfishing. Der ist wo ja beim YPC übrigens. Genau, Fischen. wo die dann hilft und so, weißt du, so. Alles Ja. normale Menschen, Ja. mega cool. Und das ist wieder mega schön gewesen, zum so miterleben. Nebst dem, hey, der Roni Gamenisch war der gewesen und Sidi und der Robin von Topis. Ja, habe ich gehört. Das ist so ein bisschen Schweizer Power, auch mega cool. Ich glaube, ihnen ist auch mega gut gelaufen, so, was sie so erzählt haben. Ich glaube, die sind recht interessiert gewesen, gerade an den Topis-Produkt. Ja, der Robin hat sehr gut geredet, ja. Ja. Absolut. Hey, dann eben, Freitag haben wir mega viel gedreht, Abend gegessen, für ins Nest, Samstag wieder am Mess. Für mich eben hergeht es früh aufstehen. Wir haben immer irgendwie am 8 Uhr haben wir uns getroffen, dann haben wir zum Morgen gegessen und sind dann am Mess für ja, und dann am Samstag war wirklich noch einen halben Tag investieren gewesen, und dann so einen halben Tag haben wir dann noch einfach so ein bisschen geböstelt und ein bisschen, hey, dann hast du wirklich auch mal Zeit gehabt, um das Zeug anzuschauen. Vorhin ist halt so, gell, der Gesi geht dort um jeden Pfötchen schütten, quatschen, muss so ein kleines Netzwerk, Schoki verteilen, seine Netzwerke machen. Hey, und das muss ich sagen, es macht er hure charmant auf seine Art und Weise, wie er ist und wie er das macht. Ich glaube, und was ich so ein bisschen gehört habe, auch, ich bin beim Interview auch dabei gewesen, oder bei der Sitzung, die es kann mit dem Messenveranstalter von Berlin, und Umschreibungsplatz sind es nicht mehr. Also man kennt sie auch in Berlin, und ich glaube, verstecken müssen sie sich schon gar nicht. Ja, sie sind schon geil. weit herum bekannt, dass Geil. das krasse Messe da bei uns ist. Ich darf leider auch nicht zu viel verraten, aber was so ein bisschen an Namen wird kommen, wo, weißt du, so ein bisschen so die YouTuber, die plötzlich sagen, hey, ich will in die Schweiz kommen. Ich kläre das mit meinem Brand, das finde ich eben dann schon beeindruckend, dass sie das geschafft haben, was er dort an Zeit opfert. Er und der Ralf ist schon genauso, der Ralf unterstützt ihn halt sehr mental. Und ja, es war mega, mega spannend gewesen. So Geil. das mal von dieser Sicht zu sehen. Ja, glaube ich. Eben, letztes Jahr bin ich als selber Besuchender da gewesen. Das ist ganz etwas anderes, wenn du da Zeit hast zum Durchschlendern. Ja, kann ich mir vorstellen. Als wenn wirklich so in einer Stunde haben wir ein Meeting mit dem, in einer Stunde haben wir ein Meeting mit dem. Das war schon beeindruckend gewesen, wie das ist so. Ja, und vor allem, wenn die einen dann mitzieht, oder? Und sagt, hey, dort müssen wir, schau, dort ist ja gerade, dort müssen wir gerade, und Zapp und dieses, oder? Voll, das ja. ist schon noch, ja, stellen wir schon noch eindrücklich vor. Es ist, ja. Also wenn ihr mal könnt, geht an die Angelwelt Berlin. Riesen Messe. Und ja, ihr seht das Neueste vom Neuesten. Was ich muss sagen, Savage Gear Stand mit Abstand haben die den geilsten Hurenstand gehabt. Die hatten ein riesen Becken gehabt, erhöht, dass du Köder so siehst, wie sagt man, dass du Köder im Wasser ja, drin das siehst siehst. durchschwimmen, eigentlich durchziehen. Die haben 2 so Container, so schwarze aufeinander biegen, wo So das die können gut zahlen. Schiffscontainer. Geil. Das fette Bassboot vom Toni Weise haben sie reingestellt. Und irgendwo so ein hure krasser Ford. also richtig geil. Also wirklich so alles in dem orange-schwarzen richtig geil gemacht, muss ich sagen. Also haben die also in den Schatten gestellt. Perfekt, ja, das finde ich aber geil. Finde ich geil, wenn es so ein bisschen Parole bietet. Voll. Also das muss ich schon sagen, das wünschte ich mir dann auch ein bisschen dann für die Schweiz, dass es kommt, dass man so richtig geil ist. Weißt du, so ein bisschen auch etwas rausholt. Ja. Das muss ich schon sagen, haben sie in Berlin Marken, gut, ich meine, ja, die können ja Geld verlochen und budgetieren für das. Aber Ich glaube, dort ist viel Marketing. Hey, Dort brutal. ist sehr viel Marketing. Oder? Es ist auch die bekannteste Messe, wenn du so willst. Oder? ja. Also, ja. Apropos Messe, noch kurz. Ich bin ja eben, als ich mit dem Gesi draussen war, haben wir auch hier über die Schweizer Sportfischermesse geredet. Und ich habe jetzt gerade noch mit ihm geschrieben, während der Oli erzählt hat, weil ich weiss nicht, was ich alles sagen darf. Und was ich kann sagen ist, es kommen ein paar geile Vorträge. Zwar hat der Ronny Kamenisch einen Vortrag zum Beispiel. Dann ein altbekannter, der wieder mal kommt. Und zwar der Enrico Di Ventura, Jawohl. der auch einen Vortrag hat.
Unter anderem auch wieder, wie letztes Jahr, glaube ich schon, der Dietmar Isaias, der hat auch einen Vortrag. Und als absoluter Newcomer, finde ich aber brutal geil, der Max Guder. Guder. Ja, auf jeden Fall von Harzfishing finde ich mega cool. Ganz ein Junge, macht für mich, habe ich am Gesi schon gesagt, einen mega sympathischen Eindruck, so wie ich ihn jetzt gesehen habe im YPC, sonst kenne ich nicht gross, und auch von seinen Facebook- und Insta-Videos. Zwischendurch vielleicht mal ein YouTube-Video gesehen, aber macht einen mega sympathischen Eindruck. Also wirklich. Er ist vor allem bekannt durch, dass er grosse Hecht fischt mit wirklich grossen Baits. Ja, also die grossen Line-Through-Trout schmeißt er da durch die Gegend. Also unbedingt mal Harzfishing, glaube heisst er auf YouTube. Harzfishing, ja. So heisst er auch auf Insta, also Social Media, genau. Auf YouTube auch. Unbedingt mega mal reinziehen. Cool, ja. Mega cooler Typ, ja. Absolut. Ja, die kommen sicher, ist klar. Da gibt es noch 1-2 weitere Überraschungen, aber das alles zu seiner Zeit. Genau. Das darf man dann ein bisschen am Ralf und am Gysi noch ein bisschen lassen. Genau. Aber eben, hey, wie gesagt... Vielleicht sind sie ja wieder mal dabei und es ist sicher mit einer Sprachnachricht bei uns, das ist klar. Ja, und hey, eben, wenn man will sagen, diesen Stars, die wollen in die Schweiz kommen. Das finde ich eben geil, ja. Das ist schon krass. Ja. Also was so in den Gesprächen, was ich gehört habe, dass die wirklich sagen, hey, nein, Gysi, wir wollen kommen. Hey, wir schauen. Ja. Und das ist halt, ja. Eben, es sind halt noch andere Hürden, die ich auch verstehen kann. Schweiz ist halt kompliziert. Aber ich glaube, wenn da Leute ein bisschen Druck machen, dann wird das krass. Wir schauen mal noch, wie wir das mit dem Gysi da organisieren können. Vielleicht kann er uns vielleicht mal ein paar Sachen über die Messe sagen. Genau. Hey, dann, ich habe mir keinen Weihnachtskalender gekauft. Und weil ich mir keinen Adventskalender gekauft habe, habe ich gefunden, komm, ich gebe das Geld andersweitig aus und habe mir die neue DJI Action 5 Pro geholt. Ich weiss, mittlerweile ist es 6 draussen, aber sorry, das kaufe ich mir sicher nicht, viel zu teuer. Ziehst du gerne ein bisschen hinten an. Genau, ja. Nein, und ist jetzt gerade eine super Zeit, um so Zeug anzuschaffen. Ich muss sagen, ich habe mich jetzt sehr mit dem Thema ein bisschen auseinandergesetzt. Ja, GoPro in der Nacht habe ich selber gemerkt in Holland. Sobald es ein bisschen dunkel wird, ist GoPro einfach vorbei. Ist die besser? DJI ist viel besser. Wirklich? Ja. Das sind Welten. Zudem hast du noch irgendwie so einen Nachtmodus, den du kannst einstellen kannst, der es automatisch aufhält. Okay. Und das macht schon recht viel aus. Einfach also bildtechnisch, andere Sensoren verbaut. Ich kann jetzt alle technischen Daten aufzählen. Ja. Nebst dem, hey, was ich mega cool finde, ich weiss nicht, ob das bei der GoPro auch kannst, du kannst gerade via Bluetooth das Mikrofon verbinden. Also das Ansteckmikrofon kannst du mit der Cam. Ich nehme es ja mit am 20. um ein bisschen testen. Ja, voll. Bin ich gespannt. Finde ich mega cool. Bin ich mega gespannt, ja. Also DJI. Was kostet die? Ja, schon noch so 300 Stutz. Ja, bist ähnlich wie GoPro. Ja, easy. Also, ja, GoPro ist glaube ich noch teurer als 13. Ja, genau. Aber ja, finde ich aber cool. Ich habe es schon immer gedacht, wenn ich jetzt meine Videos noch von diesem Jahr anschaue, weißt du, wenn du am Abend noch bist, Zander fischen. Ja, wenn du kein Licht hast, ist GoPro dabei. Verloren. Ja. Ich habe dann mein Handy umgekehrt, so in die Handyhalterung rein, unter dem Motor, und da habe ich mit der Siri geredet. Und das hat dann funktioniert, oder? Und dann ist einfach das Licht angegangen, habe mich einfach geblendet wie Sau, aber hast du dafür den Zander schön gesehen und alles, oder? Aber ja, sonst hast du keine Chance. Ja. Bin da gespannt, wie die Aufnahmen wären, weil das wäre für mich auch eine Überlegung. Ich habe das Gefühl, auch die Aufnahmen sind schon auch qualitativ viel besser. Ja. Also weißt du, vor allem die Nachtaufnahmen. Tag durch kann ich GoPro nehmen, das ist kein Thema. Da schläge ich 2 Cams mit, ist mir gleich. Dann filme ich am Abend nur noch mit einer, wenn es dann sein muss. Weißt du? Das ist ja voll okay. Also. Ja, voll, jetzt habe ich auch so, also jetzt habe ich GoPro 10 und DJI. Ja, genau. Top jetzt eigentlich ausgerüstet. So. Ja. Und ich glaube, da kannst du sicher auch für die DJI eine Aufnahme kaufen, wo du sie an die GoPro-Halterung nicht tun, weißt du? Ja, fix. Und sonst hat ja mein Sohn noch einen 3D-Drucker, da kann man das sicher drucken. Ja. Also, mit 2,5 wird er das wohl im Griff haben. Also ist genau das gleiche Mount, wo du kannst drauf montieren. Ja, perfekt. Was beim DJI einfach noch geil ist, das Gehäuse kannst du auch noch drehen, also hochkant. Weil es magnetisch ist. Was geil. Bei der GoPro extra musst umschrauben und dann hängen sie so blöd auf der Seite. Und dann kannst du einfach, anstatt dass sie so gerade steht, kannst du sie einfach quer draufstellen. Ja. Finde ich jetzt geil für mich, wo vor allem für Reels filmen. Ja, voll. Muss ich noch eher Deck heben. Ja, finde ich das ist mega. Wieder etwas Cleveres überlegt. Ja. Und weil ich gedacht habe, ich habe noch nicht genug Geld aus dem Fenster geworfen dieses Jahr, habe ich mir noch Blue Percy Spinning gegönnt. Einfach stark. Habe ich schon lange kaufen. Und jetzt an der Messe war es Idee gewesen, und ich gesagt, das ist meine, die nehmen wir wieder mit heim. Ja. Geil. Cool. Super. Genau, ja, du, alles andere später. Ich habe letztes Mal ein Video gesehen,
am Samstag, im Kili, wie einer mit einer Blue Percy einen 88er Zander gefischt hat. Geil. Sie tut. Hey, ich glaube, nein, ich weiss es, brutale Route. Ich bin super gespannt, um sie nachher selber zu fischen. Sehr nice. So, sehr viel Zeit wieder verplappert, Ja. aber doch noch in die Infos aus der Szene. Da mache ich gerade, ich fange gerade an. Jawohl. Und zwar der Stefan Brückel, der Aussendienst von Rapala, der geht. Ist einfach so, ja, es interessiert euch wahrscheinlich nicht, aber... Ich würde sagen, ist das ein grosser Verlust? Oder? Hey, keine Für Rapala? Ahnung, aber er geht auf jeden Fall. Ich habe gefunden, das muss ich aufschreiben, dass wenn ich eine News habe oder eine Info. Dann ist noch eingebrochen worden im Kundelfingerhof. Vermehrt? Oder wieder? Oder wieder, ja. Man muss sagen, wieder, Ja. oder? Ist, glaube ich, schon mal Anfangsjahr etwas gewesen. Ja, ist Anfangsjahr gewesen oder letztes Jahr? Oder letztes Weiss Jahr? nicht mehr, das weiß ich nicht mehr. Aber ja, ich glaube, ist eben auch schon mal eingebrochen Ich habe leider Podcast-Folge dazu noch nicht gelesen. Aber es sind keine Toppis-Sachen geklaut worden. Ah ja. Ja. Ja, komisch, hä? Ja. Alles Zeckzeug halt weg. Ich weiss nicht, was alles geklaut worden ist. Keine Ahnung. Ich habe es nur irgendwie auf Insta kurz gesehen, habe dann gedacht, ich schaue das Video noch, ich habe es aber nicht geschaut. Ich habe keine Ahnung. Ich weiss nur, es ist eingebrochen worden. Mega nieder, absolut nieder. Ja, Aber, sorry. Ja, Ja, dann das ist ja schon wäre es, glaube ich, Zeit, Sandra und Sidi, für euren neuen Showroom, den ihr habt. absolut. Höchste Eisenbahn. Absolut. Nein, es tut einem natürlich wieder von Herzen weh, wenn so etwas passiert. Das Ich ist meine, mega schade. wer macht so etwas, Mann? Sind Ja. wir blöd? Ich meine, ich hoffe, ihr findet da die nötigen Hey, ich hoffe es auch. Verantwortlichen. Absolut, absolut. Und ich hoffe, ihr findet sie zuerst, bevor es jemand anders findet. Ja, du. Manchmal ist Selbstjustiz besser. Ja, manchmal schon. Hey, ich habe auch, ich glaube, auch schon ein bisschen einen alten Socken, Solution, also Big L, bringt jetzt auch so ein Starter-Kit raus, Hecht, Zander und Barsch. So ein bisschen jägermäßig, so wie ich das gehört habe. Ja, das habe So ich auch ein bisschen- gehört. Das habe ich aus dem Kommentar rausgelesen. Übrigens, Genau, wo ich und dann vorgelesen ist habe irgendwie auf mal dem die Werbung so Und- etwas gewesen. Ja, genau. Nein, sie hat zwar auch im Podcast, haben sie, glaube ich, mal Ein noch... Podcast darüber geredet, könnte das Ja, sein, ich meinte, bei LMAB haben sie mal im Podcast noch darüber geredet, dass jetzt in die Starter-Kits kommen. Dann Nace hat ihr Swimbait den Release gehabt, letzte Woche an der Angelwelt. Was haltest du davon? Den Troll habe ich natürlich gekauft. Wirklich? Natürlich. Ich Wieso? muss ja wissen, wie der ist. Weil ich habe das Gefühl, er ist sehr nah am DRT angelegt. Und ich wollte einfach wissen, wie er sich verhält. Aber du kaufst einen Swimbait für läppige 60 €. Jawohl. Echt? Ja, also. Wow. Ja. Was ist Gell? denn mit dir passiert? Gell? Gut, wahrscheinlich hast du zu viel Geld ausgegeben für die Action Cam und für die Route. Ja, richtig, ja. Ist langsam das Geld ausgegangen. Ja, du, mich nimmt es jetzt Wunder. Er ist nicht so ein grosser wie jetzt ein DRT Clash 9. Ja. Ich glaube, er ist mehr so wie der Tiny Clash. Ich weiß es 18 cm. Gell, 18 cm, ja. Ich glaube, der andere ist glaube 17 oder 16. Also von dem her, Ja. Was hat der Clash 9? eben, ich meinte 17. Nein, 14. Weiss es nicht gerade auswendig. Ja, aber dann ist er ja grösser. Ein kleiner. Der Torn hat 18 cm. Eben 18. Und der andere, glaube ich, 14. Der kleine. Es gibt ja den Tiny aber ist Clash. der Torn ja grösser als der Ja, Tiny ja, Clash, das genau. meine ich. Und der Aber Kane, der K9, der ist, weiß ich gar nicht mehr, der ist glaube ich grösser, okay. Ja. meinte ich es. Ja. Darum, ja, ich nehme mich Wunder. Ich meine, Mhm. sie fangen hure gut mit dem Fisch, aber ich meine, das nimmst du ihn Marketing mit ist ja am klar. 20. Nimmst du Ja, ihn ich mit? bin mir am überlegen. Kommt ein bisschen darauf an. Ja, müssen wir mal Ja, reden, wo ja, die ja. huren Fisch stehen. Ja. Ich glaube aber noch nicht, dass es so flach stehen. Nein, habe ich auch nicht das Gefühl. Eben darum. Ist mir dann noch nicht so. Mhm. Vielleicht in eher Januar, Februar etwas. Ja, oder dann Mai. Oder Mai. Ja. Ja, Mai ganz sicher. Eben. Kommen wir nachher noch dazu, was wir mit diesen Swimbaits machen. Genau. YPC Bank, komm, da müssen wir jetzt noch schnell YPC rein. Bank. Müssen wir noch schnell rein. Haben wir den zweiten Teil vom Halbfinale. Das heisst, wir haben die Finalisten zusammen. Jawohl. Von wem bist du überrascht, Oli? Überrascht inwiefern? Positiv und negativ? Negativ, ganz sicher von Enrico. Ja. Also ich weiss nicht, der hat es dieses Jahr brutal verkackt. Absolut. Also ich weiß nicht, jetzt, ob das ein bisschen Mode ist im YPC, ein bisschen am gleichen Spot ausharren, weil man weiss, hey, da hat es eigentlich Fisch. Das Gleiche war ja gewesen für den Marius Schepp von Westin. Ich meine, er hat am gleichen Kanal gefischt wie der Ton, die haben auch zusammen trainiert. Da gibt es auch ein Video darüber auf dem Westin-Kanal. Ja, das ist wieder Leid und Pech halt sehr nah beieinander, aber ich muss sagen, von Enrico
zweitletzte. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Mag ihm aber auch gar nicht gönnen. Ich hätte ihn gerne im Finale gehabt, ich finde ihn mega sympathisch. Ja. Die erste Frage war mir dann so ein bisschen, wird er vielleicht mit Fox nicht warm? Keine Ahnung, das ist einfach das, was mir durch den Kopf geschossen ist. Wird er nicht warm mit den Köder? Ich weiss nicht, auch von der Route her vielleicht. Ich glaube da nicht internas erzählen von der Angelwelt. Das ist ein bisschen... Ja, mir hat er... Wohl, das glaube kann ich schon sagen, aus meiner Sicht hat er mir nicht den gleichen Eindruck hinterlassen, auch von seiner Art, wie er mit uns geredet hat, wie vor ein paar Jahren. Ja, das glaube ich. Aber das merkst du irgendwie auch, habe ich das Gefühl, das hast du jetzt gemerkt im YPC. Ja. Und ich bin mega gespannt, wie es ist, wenn er dann in die Schweiz kommt. Wenn er sein Referat haltet, was dort kommt, was dort geht und auch, wie er sich dann gibt. Ja, vielleicht ist auch, sorry, hohe Verkältung. Bei LMAB war er viel stärker am Anfang dabei gewesen, bei Produktentwicklung. Und ich glaube, das ist das, was jeder Angler gerne macht, seine eigenen Produkte entwickeln, was er vielleicht bei Fox weniger hat. Habe ich das Gefühl. Jetzt noch. Ja. Momentan. Ja. Absolut, ja. Und positiv überrascht? Hey, sicher vom Kevin Imhof. Er hat es knapp verpasst. Ich meine, er hat es genau wieder. Und zwar sehr knapp. Ich meine, er hat 345 Punkte und der Max Guder 351. Ja. 6 Punkte Unterschied. Ist jetzt nicht ein Haufen. Ich meine, seine Brücke, die er hatte, haben eigentlich delivered. Ich habe das Gefühl, er ist so der, der sich wirklich ein bisschen so Thema Wetter und so recht auseinandergesetzt. Ich glaube, Amsterdam wäre ich jetzt nicht mehr gegangen. Ja, ich habe gedacht, als er auf Amsterdam ist, habe ich gedacht, wow, jetzt das ist ein High-Risk-Move. Ja. Aber er hat jetzt die Segel noch gehabt. Ja, das stimmt. Und durch das, keine Ahnung, ich finde, er ist am Schluss ein mega Struggle gekommen. Nimmt mir überhaupt nicht übel. Ja, klar, Turnierstress, willst du weiterkommen, willst du dich beweisen, etc. Und er hat ums Verrecken während ins Finale, das hast du gemerkt. Er hat gesagt, hey, hoffentlich, wenn es wieder ein halber Punkt ist, dann verhaue ich mich. Ich glaube... Irgendwie finde ich es schön für den Enrico, dass er es nicht geschafft hat. Weil ich einfach den Enrico mag. So schon immer. Schon seit er bei Westing war, mag ich den Enrico. Darum, er war wirklich der Enrico ein Ersatz gewesen. Klar, eigentlich ist es Johannes. Aber irgendwie so das LMAB nicht, wo die Veranstalter von dem Turnier ist, dass die nicht dabei sind. Ist okay, glaube ich. Ja. Ich habe das Gefühl, er hat sich mit der Brücke zu lang vertan. Ja. Hat er die Zeit nach seinen 3 oder 4 Zander anders genutzt, hätte er vielleicht eher noch die Möglichkeit gehabt, um irgendwie, ich meine, es sind 7 Punkte, 8 Punkte. Nein, 6 Punkte, 6 Punkte, 345 zu 51, oder? Ja. Ja. Das wäre noch ein schöner Segel gewesen, oder? Aber es ist, auf jeden Fall ist es knapp geworden. Es ist sehr knapp geworden dort. Weißt du, was nervt mich? Der Anton hat ja riesen Zander. Was hat er gehabt? Ja, die Turniergrößte bis jetzt. 56, 85er, 72er und 56er. Ah ja, warte. 65er. Ja, 83, 75, 62. Ja. Unter dieser Brücke habe ich genau vom Jahr gefischt. Genau diese Brücke habe ich gefischt und habe keinen Zander gehabt. Würmi, ja. Das hat mich ein bisschen aufgeregt, als ich es gesehen habe. Aber es ist mega schade. Ist mega schade bei ihm natürlich auch. Weil ich glaube, er wäre sehr ein würdiger Gegner gewesen. Er hat das Know-how und alles. Er kennt sich dort aus, scheint es zumindest. Ist mega schade. Hat es ihn so genommen. Ja, aber Hitzeschlag, ja, das darfst du nicht unterschätzen, dich gegen so eine UV-Strahlen schützen. Ja, das ist so. Das habe ich letztes Jahr auch, das Jahr auch nochmal gehabt, wo nicht aufgepasst hast, dann kübelt es dich am nächsten Tag. Das ist so. Das ist verdammt gefährlich. Ja. Wer hat denn dich so überrascht? Mich hat der Max sehr überrascht. Mit dieser Leichtigkeit, wie er es genommen hat. Ja. Der war so easy, chillig drauf gewesen, brutal angenehm, mega sympathisch. Als Newcomer top. Also wirklich super. Ja, der hat vielleicht auch den Druck noch nicht so gehabt wie die Veteranen wie Enrico. Trotzdem. Der Marius war ja auch das erste Mal dabei gewesen. Von Westin. Ja, stimmt. Ja. Und ich habe das Gefühl, der hat eher Druck gehabt, oder hat sich selber eher Druck gemacht. Er hat zwar auch viel erklärt, aber ich glaube, er hat eher so ein bisschen am Ton konkurrieren.
Ja, das hast du halt, glaube ich, auch automatisch, wenn jemand auf deinem Team noch dabei ist. Ja, natürlich. Und ja, darum, also für mich ist ganz klar, der Winner ist der Max und ja, der Loser oder die Enttäuschung in dem Sinn auch den Enrico, finde ich mega schade. Ich hätte es ihm mega gönnen, wenn die zwei so weiterkommen wären, aber ja, it is what it is. Jawohl, also dann, wir haben den Mark Pachowski im Finale, den Max Guder, den Roman Giacuzzo Genau. und den Ton von Ham. Und der Ton, ja. Wird spannend. Wird mega spannend, ja. Hast du herausgefunden, wo es jetzt stattfinden laut Abspann? Ich habe das Gefühl, es wird ein nordisches Land sein. Ich weiß gar nicht, sind schon mal in Schweden gewesen? Nein, sind es noch nie gewesen. Könnte ich mir gut vorstellen. Oder Finnland könnte ich mir noch vorstellen. Das sind so die zwei Länder anhand von den Cams, die sie gemacht haben, weißt du, vom letzten Shot. Ja, genau, mit diesen roten Häuschen. Ja, hätte ich jetzt auf eines von diesen beiden Ländern getippt. Aber du, lassen wir uns überraschen. Und du weißt es ja schon. Ich weiss, in welchem Land das ist, ja. Genau, lassen wir uns mal überraschen, wohin das geht. Auf jeden Fall sind beides zwei ganz geile Länder, wo ich auch schon gefischt habe, Schweden und Finnland. Ist zwar schon lange her. Und Schweden möchte ich unbedingt wieder, Finnland sicher auch, ist sicher auch geil, ganz fette Egli dort. Also. Du als Pike, wie sagen wir, Pike-König, du müsstest wirklich mal auf Schweden gehen. Im Ausland ist es eben ein bisschen anders, auch Holland. In Holland interessieren mich die Hechte null. Ja, wenn ich dort einen Hecht habe, dann ja, ist schön natürlich. Also klar, ich nehme auch dort einen Meter Hecht gerne in die Hände, absolut. Aber ja, ich bin jetzt nicht der in Holland geht poldern oder so. Das, ja, also. Vor allem mit dem Kajak, da gehe ich lieber Egli und Zander fischen. Das ist einfach, ja. Ja. Jawohl, so viel zum YPC. Dann würde ich doch sagen, gehen wir schon bereits weiter und sind ein bisschen bei einem spezielleren Thema. Und zwar ist es so, wir haben ja die Folge ein bisschen spontan geplant, sage ich jetzt einmal. Wir haben zwar die Absagen schon länger gehabt, wir haben sie spontan geplant. Ja. Und wir schwelgen so ein bisschen über das vergangene Jahr. Der Oli hat sich da ein bisschen Gedanken gemacht, ein bisschen gute Gedanken. Und zwar schauen wir so ein bisschen Highlight, Lowlight an, Learnings, was wir nächstes Jahr so machen wollen. Noch viele weitere Punkte. Und ja, ich würde sagen, Oli, einer fängt an und sagt es und der andere sagt es auch gerade nachher. Okay. Und dann können wir ein bisschen diskutieren. Ja, und wir fangen beim Highlight vom Jahr an. Was ist dein Highlight? Ja, mein Highlight... Ich habe mehrere. Ja, bei mir gibt es auch mehrere. Ich habe es in eine andere Kategorie nicht tun. Aber mein Highlight war sicher Anfangsjahr, wo die Anfrage kam, ist, zum Ambassador werden von Fish Explorer. Ist sicher eine Marke, die man kennt, der YPC, wo sehr bekannt ist, wo ich von an, hey, mega cool, dass die Anfrage so kommt. Darum ist das wirklich mein Highlight und hat mir einen Booster gegeben von diesem Jahr, ja. Geil, sehr schön. Und bereust du es? Nein. Gut. Ja, weisst du nie. Ja, hätte ich auch etwas anderes sagen, ja. Hey, mein absoluter Highlight ist heute Abend passiert. Mein Kleiner ist in die Tür gerannt. Nein, ja, super, ja. Das ist ein riesen Highlight. Ja, aber er ist wirklich in die Tür gerannt. Scheiße. Hat schöne blaue Flecken da. Hat sich verstecken. Wie sieht die Tür aus? Ja, die haben wir ersetzen. Nein. Mein Highlight ist mein Boot mit dem Umbau. Ist für mich absolutes Highlight. Ein Motorboot eigentlich als Nussschale gekauft, wie ich es schon mal gemacht habe, aber nicht mit Motor. Und ich habe mir wirklich etwas überlegt mit Alukonstruktion. Ich habe Videos geschaut, ich habe Zeichnungen gemacht, ich habe Tüfteln da gemacht. Und hey, ich muss sagen, es sieht geil aus. Mir gefällt es brutal. Es hat alles, was ich brauche, bis auf einen E-Motor. Der E-Motor kommt noch. Also das Projekt ist noch nicht abgeschlossen. Ich habe den Strom selber gemacht, also alles verkabelt. Ich finde es mega geil. Also das ist eines von meinen Highlights. So ein Bastelprojekt. Ja, ein Bastelprojekt, genau. Und das finde ich brutal das ist geil. Ja. Also wirklich, wenn du so siehst, ich habe erst gerade letztens am Samstag einem wieder die Fotos gezeigt, wie die Nussschale vorher aussieht und wie sie jetzt aussieht. Hey, das sind einfach Welten. Es sieht einfach hochwertig aus, es sieht auch professionell aus, finde ich. Sorry, zumindest auf den Fotos. Wenn du dann ganz genau hinschaust, dann siehst du natürlich schon die einen Ecken und Kanten natürlich. Aber also ich muss sagen,
ich bin mega happy. Ich habe jetzt 2 Klappen drin, ich habe genug Platz, also kannst du Kleider mitnehmen. Wir haben das zweite können Tackle verstauen. Wir haben 4 Routen auf dem Boot gehabt. Es würden dann noch 6 drauf passen. Also insgesamt, nein, ist wirklich geil. Das ist super. Ich bin mega happy. Dann ein weiteres Highlight war das Teamtreffen in Italien. Mhm. Auch wenn wir nichts gefangen haben. Ich wollte sagen, also fischtechnisch ist es jetzt nicht gerade das Highlight. Nein, fischtechnisch nicht, aber ich sage gerade, was Zusammenhalt angeht, was Team Spirit angeht, weil, hey, am Schluss ist es einfach so, wir hocken alle im gleichen Boot, wir haben es alle gut gehabt miteinander und das schätze ich mega. Das finde ich wirklich, wir haben nie irgendwie Trouble gehabt, weil der eine links ist und der andere rechts. Wir haben nie Trouble gehabt, weil beide am gleichen Spot gefischt haben, beide Bötchen, weißt. Es hat harmoniert und das ist für mich brutal viel wert. Auch wenn ich mit diesen Jungs, ich treffe die vielleicht 2 bis 3 Mal im Jahr, je nachdem, gewisse ein bisschen mehr, gewisse ein bisschen weniger. Es ist mega. Also finde ich wirklich mega geil und ich weiss, ich kann denen anrufen und sagen, hey, los, ich bin in der Nähe oder dann und dann, wenn wir zusammen fischen und dann, ja, wenn nicht irgendwie, man kein zwingender Termin ist, heisst, ja, warte, ich räume frei, machen wir. Und das finde ich geil, das ist brutal geil. Das finde ich mega schön, dass du das sagst und mega wichtig. Ich komme mir gerade etwas in den Sinn, was ich auch beobachten konnte, sowohl bei Savage Gear vor allem ist mir aufgefallen, dort haben sich nicht alle untereinander gern, Teamers. Und das hast du richtig gespürt. Ja, das glaube ich. Und nochmal irgendein Team, das habe ich jetzt gar nicht im Kopf. Muss ich auch sagen, das finde ich bei Fish Explorer mega krass, dass es so familiär ist. Auch ich, wo Schweizer so quasi bin, habe mega viel Kontakt mit den Deutschen, man weiss, wer ich bin und man hat gerade so eine Ebene zum Schwätzen und das finde ich mega wichtig in einem Absolut. Team. Und ich gesagt habe, hey, nice, eben, dann bist du bei einem Team wie Savage Gear und da sind schon Beef untereinander so, nein, dort willst du eigentlich nicht hin. Ja, richtig, absolut. Das finde ich mega wichtig. Ja, mega. Und ich tue das halt immer so gerne mit der Arbeit gleichstellen, oder? Ja. Du gehst gerne, wenn du einen Job hast, wo du ein gutes Team hast und dir die Arbeit gefällt, dann gehst du gerne arbeiten. Und das ist genau das Gleiche, wenn du die Leute um dich herum hast und du gehst gerne fischen und ihr harmoniert, dann gehst du gerne das 4. weg. Dann ist es nicht jetzt muss ich wieder einmal, sondern es ist, hey geil, endlich können wir mal wieder. Oder? Und das ist schon ganz cool. Das ist sicher ein Highlight. Holland ist für mich auch ganz klar ein Highlight gewesen. Wenn ich so das Jahr denke mit Fischen, ist Holland, auch wenn ich hauptsächlich alleine unterwegs war, obwohl wir eigentlich das 3. da oben waren, es ist brutal geil gewesen. Es ist für mich ein riesen Highlight gewesen. Und was für mich auch ein mega Highlight war, ist, dass ich an meinem Hausgewässer selber Wels fischen mit Klopfen und ich habe die Siechen ans Band gebracht. Ich konnte sagen, heute gehe ich raus, Wels fischen und ich habe Wels gefangen. Ja. Für mich ein mega Highlight, wo ich natürlich auch am Markt schlecht muss grossen Dank widmen. Am Anfang hatten wir recht viele Infos noch durchgelassen, aber mittlerweile muss ich glaube sagen, wenn ich Wels fischen, dann habe ich gefangen und ich hoffe, es wird auch das kommende Jahr wieder so sein und es ist wirklich sehr geil. Danke vielmals. Das sind meine Highlights. Ja, und dann, wenn man von hoch gibt es eben auch Tiefs in unserem Hobby. Wohl oder übel. Ich bin zuerst nicht ganz rausgekommen, was du gemeint hast mit Lowlight. Das sind so die Tiefs. Ja, okay. Soll ich nochmal anfangen? Ja, gerne. Hey, bei mir ist es wirklich so das Bassfischen in Zypern, wo bei mir ist das Jahr mega gut gelaufen bis dorthin. Dann gehe ich auf Zypern, 2 Tage wieder fett abgeschneidert, dann noch einen Abend abgeschneidert, und du einfach denkst, wie kann das sein? Da muss doch Fisch sein. Also die Gegebenheiten, die du hast im Wasser, wo du denkst, hey, das ist echt im Wasser, da hat es Büsche, wo Bäschen drunter sind, warum steht da keine? Das war für mich wieder so ein richtiger Downer gewesen, habe mich angeschissen, dass ich überhaupt eine Route extra mitgenommen und in das Ferienzeit wieder gespannt, wo du dann wieder alles verflucht hast. Dann ein kleineres Lowlight, wenn man es so sehen will, ist, dass ich einfach keine Kapitale vor allem das Jahr gefangen habe. Also Kapitale. Oh nein. Ja, wirklich. Nein. So, also schon so schöne, was haben wir so, 25, 30, die du kannst auf den Teller tun, ist okay, aber nicht grösser. Obwohl ich das Jahr viel früher im Tessin eingestiegen bin, gerade zum Saisonstart bin. Hey, ich habe meine Forellen gefangen, immer, wenn ich Bingo Forellen fische, aber halt eben kein Ausnahmefisch. Ja. Darum ist es ein bisschen Lowlight bei mir. Ja. Mein Lowlight ist eigentlich schon, ja, es ist auch ein Lowlight, aber es ist auch fast ein bisschen ein Highlight, weil ich bin ja mit dem Götti-Bub fischen, der hat sich das auf den Geburtstag gewünscht, beziehungsweise ich habe gesagt, wir gehen zusammen raus. Wir sind einen halben Tag rausgegangen. Für mich mega viel wert gewesen mit dem Götti-Bub, der ist 6, 7 umeinander so.
Mega cool gewesen, hat super gut mitgemacht. Er ist top motiviert gewesen, hat immer geworfen, weißt wirklich. Es ist einfach mega schade gewesen, haben wir keinen einzigen Fisch ans Band gebracht. Ich hätte es ihm so mögen gönnen, wenn er, oder auch ich, ist mir eigentlich gleich, wenn wir einfach einen Fisch im Boot gehabt hätten, wo wir hätten können sagen, hey mal, geil, look, da hast du mal deinen ersten Hecht, den du wirklich live siehst. Ich hätte ihm das so gern gezeigt. Aber hat leider nicht sein. Aber nichtsdestotrotz, das Schöne daran, das war das Highlight jetzt von dem ganzen Tag gewesen. Meine Schwester hat mir nachher eine Sprachnachricht gemacht und hat gesagt, hey, er hat die ganze Rückfahrt hat er vom Fischen geredet und erzählt, dass er Bötli fahren konnte. Und das war für ihn ein absoluter Traumnachmittag gewesen. Trotzdem, dass wir nichts gefangen haben. Ja. Und als ich ihn wieder gesehen habe, wir sind glaube ich im November sind wir raus, oder Oktober rein, irgendwie so. Als ich ihn wieder gesehen habe, an meinem Geburtstag, ist er nachher und hat gesagt, Götti, ich bin im Fall überhaupt nicht traurig, dass wir nichts gefangen haben. Gehen wir wieder mal fischen. Dann würde ich sagen, es hat funktioniert, es ist perfekt, es ist ja, trotzdem ganz ein schöner Tag gewesen und ja, eigentlich ein Lowlight. Ja, ist halt eigentlich mehr aus seiner Sicht, oder? Ja, voll. Für ihn sicher ein absolutes Highlight gewesen. Ja. Dann beste Fang, Nico, von diesem Jahr? Hey, bei mir war der beste Fang gewesen. Fragst du mich das extra? Warum? Weil ich nicht messen konnte. Ja. Dieses Jahr habe ich brutal wenig Fisch gemessen. Also ich kann dir nicht sagen, wie viele Hechte ich über einen Meter gefangen habe. Ja. Keine Ahnung. Ich kann dir nicht sagen, wie viele Zander ich über 60 gefangen habe. Ich weiss es nicht. Ich kann dir auch nicht sagen, wie viele Egli über 40. Glaube in Holland habe ich keinen einzigen Fisch gemessen. Einer, den ich messen wollte, der mir heute noch wehtut, war der Zander. Der, wo mir ab ist. Das ist brutal schade. Ja, das war mein bester Fang, sage ich jetzt einmal. Klar, es war noch ein Wels mit 1,20 mal noch drunter. Geschätzt. Es sind Meterhechte drunter, da bin ich überzeugt. Das sind 40er-Regel. Aber ja, der Zander, das ist der, der mir am meisten in Erinnerung geblieben ist. Am meisten auch wehtut, dass er nicht messen konnte. Also, ist auch fast ein Lowlight in dem Sinn, aber gleich auch als Highlight habe ich so einen gefangen. Und ja, auch wenn er nicht messen konnte, ja. Und bei dir, Oli? Bei mir, ich könnte mich nicht zwischen diesen zwei entscheiden. Mal eigentlich emotional. Emotional ist einfach der Zander, den ich zu verrecken habe fangen das Jahr. Einfach, dass ich das Höckli dahinter mache und dass ich weiss jetzt, wie das Zanderfischen funktioniert. Also das ist wirklich so emotional wirklich der Fisch, wo ich glaube, so Emotionen habe ich schon lange nicht mehr gespürt. Beim Fischen, muss man sagen. Und dann, ja, dass ich dann im Juni einen 115er Hecht bei einem Videodreh aus dem Wasser ziehe, hey, das ist auch ein mega krasses Erlebnis. Also das kann ich wie nicht gleichstellen. Ja. Weil es ist auch ein brutaler Fisch, ein brutaler Tag gewesen. Also, ja, das sind wirklich, die zwei muss ich gleichstellen, die zwei Fische. Ja. Das ist schon für mich ein brutales, krasses Fischen gewesen das Jahr. Also das sind zwei Fisch, ich hätte mir Anfangsjahr mir das gesagt, hätte gesagt, ja, Nimi, hätte mir das nie träumen lassen. EPB upgraded, ich meine, der Hecht, der wird jetzt schwierig nächstes Jahr, um den zu schlagen. Das andere ist noch Luft nach oben, aber hey, das andere habe ich einfach mal einen fangen. Ja, aber das habe ich geschafft. Voll, ja. Super, ja. Learnings? Hey, da habe ich im Fall nichts. Das Jahr, wenn es etwas ist, weniger rumfahren für Fisch, jetzt gerade Holland. Ja, besser vorbereiten, oder in dem Sinn. Das haben wir jetzt auch gesagt beim letzten Holland-Trip, den wir gemacht haben. Haben wir auch gesagt, hey, Fahrzeit ist einfach keine Fischzeit. Ja. Und das müssen wir irgendwie so gut wie möglich können begrenzen. Wir sind wirklich im Radius von einer halben Stunde von unserer Unterkunft weg. Genau, ja, fischen. Und das hat Fisch gebracht, noch und nöcher. Also wir haben Chaos. Learnings finde ich auch relativ schwierig. Ich habe jetzt... Mein Learning ist, die Zeit ist unbezahlbar und egal mit wem, egal wo und egal wann. Das ist so ein das, was ich nicht nur aufs Fischen beziehe, sondern allgemein mitnehme, weil doch relativ vieles passiert ist. Das Jahr war sehr ein turbulentes Jahr, auch privat. Und das ist so ein bisschen dass Zeit halt einfach etwas ist. Du kannst, es ist mega emotional. Aber es ist wirklich etwas, das kannst du nicht wiederholen. Und das hat mir Anfangsjahr gezeigt, eben im privaten Umfeld, wo da ziemlich Trouble war. Es hat es mir aber auch gezeigt, die Zeit mit meinem Sohn. Das ist das Aufwachsen, auch das Fischen, wo ich mit meinem Sohn bin fischen und wir haben das Egli gefangen. Das ist unbezahlbar in dem Moment. Und wenn er es dort voller Stolz
den Leuten, den Passanten, die durchgelaufen sind, gesagt haben, mein Papi hat ein Segel gefangen. Das macht einem so glücklich und die Zeit, da bereue ich keine Sekunde, wo ich mit dem am Wasser stehe und mir nichts fange, weil es jeden Moment kann so etwas passieren. Oder? Und genauso mit dem Götti-Bub. Die Zeit, die ich mit ihm verbringen konnte, das ist unbezahlbar. Da komme ich fast Gänsehaut über. Das ist mega. Und ja, darum ist so ein bisschen, mein Learning ist, hey, nehmt euch Zeit, egal für was, egal mit wem, egal wann, egal wo. Zeit ist unbezahlbar und tun es nicht aufrechnen. Tun nicht sagen, hey, jetzt habe ich für dich Zeit genommen, jetzt nimmst du für mich Zeit, sondern nehmt euch Zeit für die wichtigen Sachen. Wenn sich jemand für euch keine Zeit nimmt, dann c'est la vie, dann ist es so. Dann schaut, mit wem das ihr könnt Zeit verbringen in dem Sinn, oder? Ja. Das wäre ein schönes Schlusswort gewesen. Absolut. Hey. Aber ja. Jetzt bin selbst ich voll weg gewesen. Ich habe es gemerkt. Nein, ja, es ist mega poetisch und mega... aber das ist voll so. Ja, genau. Hey, was mache ich nächstes Jahr besser? Oder anders? Oli? Hey, ich habe dieses Jahr viel zu wenig Swimbait gefischt. Ich merke, mir tut man immer das noch ein bisschen von irgendwie der, 4., 5. Episode ein bisschen nachhängen, dass ich immer noch der Swimbait-Fischer bin. Also ist nicht so, liebe Leute, ich fische nicht nur Swimbaits. Aber ich habe es dieses Jahr vielleicht 2-mal gemacht. Und nächstes Jahr unbedingt will ich mehr auf Hecht mit Swimbaits fischen, gerade Anfangssaison. Das ist schon mein Ziel. Dann will ich unbedingt mit meinen Brüdern zusammen so einen Survival-Trip machen, also irgendwo an einem Bergsee wandern, übernachten, dann vor allem fangen die gerade dort zubereiten, so ein bisschen, steht schon länger in meiner To-Do-Liste, wir haben es bis jetzt einfach noch nie in Angriff genommen, so etwas fände ich mega geil zu machen. Okay. Ja, ich habe mir da 3 Punkte aufgeschrieben. Oh, wow. Das eine ist Swimbait und Jerk. Ist klar, mit dem Westin Swim, da habe ich mir selber auch irgendwo ein Statement gesetzt, wo ich sage, hey, ich habe mir den nicht einfach gekauft, um die Swims ausstellen oder so, sondern ich will die wirklich auch brauchen. Ich will auch mehr Swimbaits fischen, effektiv. Was ich auch machen will, ist, ich will mehr Egli fischen. Ja. Ich muss mich wirklich mal dort ein bisschen in die Wissenschaft einfischen, wie man so schön sagt, oder? Weil ich glaube, es hat doch recht Potenzial und ich habe Mittel dazu. Ich habe ein Bötchen, ich habe gute Routen, gute Köder. Why not? Ich kenne Leute, die sehr erfolgreich auf Egli fischen und hey, go for it, why not? Oder? Und was ich sicher machen will, ist weniger scopen und mehr werfen. Ich habe dieses Jahr sehr viel gescoped. Ich bin Mengenabend, also beziehungsweise meistens, wenn ich auf dem Bötchen war, haben wir Scope eingeschaltet. Das heisst, ich nehme es nicht mit. Aber ich will nicht nur gezielt, ausser das ergibt sich natürlich nichts anderes, wenn ich sage, hey, jetzt habe ich endlich wieder mal 3-4 Stunden Zeit, es ist Herbst oder Winter und es ist dunkel und ich kann jetzt fischen, dann ist das für mich so die effektivste Methode und im Dunkeln rühren fällt mir einfach Motivation, ganz ehrlich. Im Dunkeln einfach ins Nichts rausrühren, muss ich sagen, ja, das ist okay, aber das können andere machen, muss ich nicht machen. Und ja, dann kommt sicher das Scope auch in Einsatz. Aber sonst mehr unter Tag fischen, mal irgendwie die Abendstunden nutzen, vielleicht auch die Mittagsstunden jetzt im Winter und wirklich einfach mal sagen, hey, weißt, jetzt gehen wir an den Spot hin, vorher ein bisschen vorbereiten. Das hat mir jetzt der Ärmel mit dem Gesi so dermassen nie genommen, wo ich einfach am Abend vorher 5-6 Spots ausgesucht habe und gesagt habe, hey, da gehen wir hin. Wir sind dort hingegangen, wir haben 2 Biss gehabt, wir haben es leider nicht verwerten, aber hey, die Fische sind sie wollen beißen und ja, am Schluss, wenn dann gar nichts gegangen ist, kannst du immer noch Scope einsetzen, wenn du willst, wenn du noch Bock hast. Ja, aber sicher, mehr werfen, weniger Scope, das ist so ein bisschen meine Hauptdevise, sage ich jetzt einmal. Dann haben wir noch aufgeschrieben, unsere Lieblingsfolge von diesem Jahr. Was war deine Lieblingsfolge? Hey, meine war die mit dem Fonso. Ja. Das ist die, ich sehe es immer noch, wie er da hockt, der Fonso. Wenn er von seinem Stippfischererlebnis erzählt und wie es dort der Ärmel genommen hat. Und ich kann es heute noch nicht glauben, dass der Fonso ein Stippfischer war. Echt nicht. Das kann ich mir heute noch nicht glauben. Ja, das ist für mich so ein bisschen die Lieblingsfolge, oder die Folge, die mir halt einfach am ehesten, auch die vom Markt, die bleibt mir, die mit den Quackamuscheln noch, die bleibt mir auch brutal in Erinnerung. Ich glaube, die war aber letztes Jahr. Ist die letztes Jahr? Das weiss ich nicht einmal, aber die bleibt mir auch brutal gut in Erinnerung. Ja, das sind so die 2 eigentlich, also vor allem die mit dem Fonso, die ist mir brutal in Erinnerung geblieben. Ja. Ich habe es ein bisschen von einer anderen Seite her angeschaut. Ich finde, dieses Jahr haben wir wieder mega starke Gäste gehabt, oder einfach so
wichtige Leute, finde ich, aus unserer Schweizer Angel-Community. Wenn ich da Geier denke, eben während Fonso denke, Jonas von Captain Greenfield, der Aschi, weiss ich gar nicht mehr, ob das noch das war letztes Jahr gewesen. Oder ist er Anfangsjahr gewesen, weiss es eben nicht mehr. Wow, eben, ich meine so, genau aus dieser Sicht sage ich, hey, sind alle etwa gleich. Ja. Cool gewesen, was sie auch da erzählt haben, mega interessant gewesen. Was ich finde, von unserer Seite her mega wieder stark vorbereitet gewesen, wo wir haben wieder viel Zeit investiert. Da will ich auch nochmal betonen, wir machen das alles da auf Freizeit und alles, eben, was wir recherchieren, nachlesen, um euch da vortragen, machen wir in unserer Ist unsere Fischerzeit. Ist unsere Fischerzeit, wo wir ein bisschen drauf gehen können. Und finde ich einfach so, die 35. Episode mit dem Ködercheck, ich glaube, da haben wir wieder mal wieder sehr viel investiert, wie so vorletztes Jahr das Catch and Release. Ja. Also, weißt, aber so, die ist im Fall auch mega gut angekommen, das ist unsere zweitbeste Episode. Mhm. Das 1 ist immer noch die beste, Ja. die erste, klar, aber der ultimative Ködercheck, das ist die zweitbeste Episode neu. Ja, krass. Sackstark. Ja, ist auch ein bisschen meine Lieblings gewesen, so zum Vorbereiten. Ja. Genau, dann wären wir auch schon bei der Umfrage. Wir haben ja noch eine Umfrage gestartet. Was ist das Highlight von der Community, von euch? Weil es habt ihr in diesem Jahr die spannendste Folge gefunden. Ist klar, dass der Jonas schreibt, dass Captain Greenfield die spannendste Folge ist. Jonas, grüß gehen raus. Ich hoffe, der Krebs kommt bald raus. Der Messi war schon dabei gewesen. Habe ich in der Hand gehabt. Sehr interessant. Der Wobbler hast du auch gehabt. Den Wobbler habe ich auch in der Hand gehabt. Der Wandenfishing, der kommt übrigens auch mal zu uns im Podcast. Ich glaube, das können wir spoilern, oder? Ja, das können wir schon vorgreifen. Nächstes Jahr, das ist schon geplant. Der Wandenfishing meint die mit dem Geier natürlich. Ist auch eine ganz geile Folge gewesen. Der hat schön von sich erzählt, darüber runter und auch ein cooles Gewinnspiel mitgebracht mit den Ködern und ich glaube noch das Scale hat er noch gehabt. Ja. 2-mal Köder und einmal Scale, glaube ich. Aber es war geil gewesen, ganz cool. Danke vielmals, Thomas, noch eins an dieser Stelle. Thomas, ja, Geier. Dann der Philipp Diani, 34 und 41, müsste jetzt spienzeln. 41 ist, glaube ich, JDM mit dem... 41 ist ein Leben für die Äsche. Ah, Äsche, okay. Und 34 ist, was bleibt, wenn der Köder... dann von Captain Greenfield. Oder? Ja, genau, der Jonas von Captain Greenfield. Es zeigt auf dem Podcast zeigt es nur den Teil an. Dann der Marc Schlecht sagt die vom Geier. Ebenfalls, wow, stark. Ivan Lieblingspünktli, ich sehe den Namen nicht weiter. Die mit dem Dani. Ivan Lieblingsidiot. Ja, stimmt, die mit dem Dani. Dani. Ja, eben, siehst du. Ich sage ja, wir haben ja Leute aus der Community das Jahr, das ist krass. Die mit dem Dani ist ja ganz gut angekommen, genau. Dann der Remo Zweifelsohn sagt von so Spezial. Unser Lieblingskommentarschreiber GG3 und schon darfst du wieder lesen. Fishing, ja. Die mit dem Markus von euch hat mich sehr interessiert. Ja. Der PVA Fishing sagt, sind alle spannend. Das ist Berner auch. Der ZK_90 Mickey's Tackle. Der Jurg Marco sagt auch, der mit dem Milan von Mickey's Tackle. Der Vitus Rohrer, die mit dem Dani oder die mit dem Geier. Genau. Der Jamie Zbinden sagt die mit dem Mickey. Und Robin, danke für den Abschluss. Toppis meint alle. Sehr geil. Aber das haben wir noch von Paaren noch so Privatnachricht gehabt. Eigentlich alle sind geil gewesen. Ja. Man kann es gar nicht so bewerten. Und was ich noch muss sagen, ich glaube, wir haben noch eine Nachricht bekommen. Genau, von Marco Jurt. Genau. Hoi Nick und euch Oli, ich höre jede Folge von euch. Macht weiter so. Einfach bitte ein weniger nice sagen, Nico. Ich habe das Gefühl, die Folge hast du nicht viel gesagt. 2-mal jetzt. Okay. Nein, ich habe die letzten paar Folgen irgendwie nicht so viel gesagt, habe ich das Gefühl. Aber doch, die letzte Folge war extrem. Wirklich? Habe ich das Gefühl, wirklich? ja. Aber bei der letzten Folge habe ich von mega viel müssen rausschneiden. Ja, das kann gut sein. Ja. Aber ich glaube, wir sind beide an diesem Abend brutal knallen gewesen. Ja, absolut, absolut. Tipp, holt euch endlich wohl schweizweit einer der Top 3 Angler zum Podcast. Mario Zielmann, Erlebe Fischen. Das wäre natürlich schon mega cool, weil er hat auch jetzt, welches Turnier war es? World Predator Classic. Ja. Bin mir nicht ganz sicher, wo sie ja sehr gut dabei waren. Wieso? Er hat geschrieben, Top Fischer, Top Mensch, Top Angelladen, Top Guide und fragt ihn mal nach seinen PBs.
Liebe Grüße. Und frage ihn nach seinen Turniererfolgen. Hey Marco, werden wir uns sicher zu Herzen nehmen. Wir sind auch in der Jahresplanung. Dazu später mehr. Jawohl. Das wäre es eigentlich gewesen. Vielen Dank für die da... Und der Michel Hadorn hat noch geschrieben, die Eva Bayer hat ihm sehr gefallen. Stimmt, ja. Haben wir ja auch noch gehabt. Ja, eben. Ich meine, wir haben wieder ein krasses Jahr hinter uns. Mega, wir haben brutal viele Gäste. Brutal viele Gäste. Ich glaube, das Haus hat noch nie so viel Prominenz gesehen. Das stimmt. So viel andere Prominenz können wir nächstes Jahr noch ein bisschen toppen. Aber ich würde sagen, wir gehen zuerst ins Entweder, oder? Natürlich gehen wir nachher in den Ausblick, wo wir euch ein bisschen mitnehmen. Es gibt ein paar Ideen, die schon, glaube ich, spruchreif sind, andere vielleicht ein bisschen weniger. Und der Oli hat jetzt wahrscheinlich gemeint, der Nico hat sich nicht vorbereitet. Doch, ich habe schon gedacht, dass du dich vorbereitet hast. Ich habe mich vorbereitet, und zwar ohne ChatGPT, sondern ja, rein an dem, was wir jetzt besprochen haben. Also anhand von dem Programm, das wir aufgeschrieben haben. Gut. Oh, jetzt dann. Du hast ja gesagt, Oli, du willst einen Survival-Trip machen. Ja. Gut, perfekt. Was isst du lieber? Spinnen oder Maden? Maden. Echt? Wenn ich müsste wählen, Maden, ja. Wirklich? Ja, komm. So ein Mädchen ist einfach so ein bisschen nichts. Ja, wenn sie überleben oder tot. Nein, so Spinnen noch mit Beinen und schauen mit den Augen. Eben, ja. Nein, dann ist Maden kleiner übel, glaube ich. Okay, gut. Dann bei einem Survival-Trip kann es ja auch passieren, dass zum Beispiel kurlige Tiere rum sind. Stichwort Zecken. Ja, die gehen mich ja nicht an. Okay. Wo hast du sie lieber? Am Schnäbi oder am Sack? Ah, fuck. Ist noch schwierig. Wo kannst du dich... Ich glaube, am Schnäbi kannst du sie besser wegnehmen. Ich glaube, es ist beides verschissen. Es ist beides verschissen. Ja. Ja. Dann eher am Schwanz. Schon, oder? Ja. Ja, gut, bin ich dafür. Jetzt gehen wir davon aus, du hast nichts zu essen am Trip. Ja. Nein, ich muss so sagen. Gehen wir davon aus, der Trip kommt jetzt wirklich zustande. Ja. Du hast lieber gar nichts essen, kein Gemüse, kein Fisch, nichts, oder einen Hase selber zerlegen? Ich hätte jetzt keine Mühe, um einen Hase selber zu zerlegen. Echt? Wirklich? Ja. Mit totschlagen, aufbrechen? Ja, es bräuchte sehr wahrscheinlich schon Überwindung. Aber wenn ich jetzt sage, hey, wir sind da 7 Tage irgendwo ausgesetzt, ich glaube ja, dann schon. Okay. Ja. Ich wüsste nicht, ob ich das übers Herz bringe. Also, ganz ehrlich. Jetzt würde ich auch eher sagen, hey, nein, dann isst sie lieber 7 Tage nichts. Ja. Aber wenn du auf den Blättern rum oder ja, aber irgendwann, wenn der Hunger, glaube ich, kickt und du hast das Häsli, habe ich eben auch das Gefühl. Es gibt doch irgendwo eine so Folge ein mit dem Fritz, der in Schweden einen überfahrenen Hase findet und dann dürfen sie ihn auch zubereiten. Also, ja, das weiss ich glaube auch irgendwie so, ja, ich glaube, es wird schon gehen. Hey Oli. Jawohl, ich habe es geschafft. Yeah. Und zwar hure schnell. Aber es sind gute Fragen gewesen, oder? Ja, für das, dass kein ChatGPT im Spiel war. Starke Fragen, starke. Und ich habe mir wirklich Mühe gegeben. Ja, das haben wir gemerkt. Sehr gut. Ja, dann würde ich doch sagen, kommen wir mal zum Ausblick. Jetzt bin ich gespannt, was du uns da erzählst. Ja, das wissen wir jetzt. Ich glaube, das wird jetzt ein reiner Freestyle. Ja. Ich einfach, was wir euch sagen können, liebe Leute, Halbjahresplanung haben wir noch nicht gemacht. Haben wir noch nicht gemacht, ja. Richtig. Mitte Dezember können wir sagen, immer noch dahinter für das nächste halbe Jahr. Ja. Wir haben es einfach, ja, wir haben es glaube ich jetzt genug gesagt, der Podcast, wir haben eine strenge Zeit ja, bis jetzt. sehr, ja. Bei mir wird es jetzt langsam ein bisschen ruhiger, haben wir ein bisschen Zeit zum Gedanken machen. Ich habe schon 1-2 Ideen im Kopf, was wir an Gästen haben. Mhm. Ob es dann klappt, eben bestimmen die andere Frage. Das ist Frage. das andere. Obwohl ich glaube, eher im Januar ist es tendenziell ein bisschen ruhiger. Ja. Ich habe auch die einen oder anderen Kontakte bekommen, wo ich mega dankbar bin, wo man sehr gerne nennt und könnt brauchen. Ja, von dem her. Ich glaube, das wird gut kommen. Ich glaube, es wird vielleicht, ich weiss nicht, ob wir die Pace haben mit den Gästen. Wir haben aber auch mal gesagt, also ich glaube, das darf man auch offen da sagen, es ist uns das Jahr zu viel Gast gewesen. Ja, definitiv, ja. Also klar, ich glaube, cool für euch, auch spannend, aber irgendwie, hey, es ist immer noch ein
reden von uns zwei, wo ich finde, ist wirklich zu kurz gekommen das Jahr. Habe ich schon ein bisschen vermisst, dass wir so voll gehen wie jetzt. Und es sind gewisse Sachen sind auch eher spontan gewesen. Also wir haben nicht jeden Gast von Anfang an geplant, sondern gewisse sind so spontan reingerutscht oder hat es geheißen, hey, dann kann ich nicht, können wir echt dann oder dann. Und dann hast du 2 oder 3 aufeinander geraten. Dann haben wir gesagt, hey, es ist einfach mit dem Vorbereiten und allem ist so... Ja. Es ist einfach viel angenehmer, wenn wir das Zweite unten hocken und einfach, wir müssen nichts vorbereiten für den Gast, sondern wir können wirklich Themen diskutieren, die euch interessieren und vor allem, wir haben dann immer noch die Möglichkeit, zum irgendeinen mal so zwischendrin oder per Telefon zuschalten oder was auch immer und ich glaube, das ist schon genug. Also, Ja, genau. Also es wird sicher weniger gastlastig sein. Ich habe auch das Gefühl, ja. Ich habe auch das Gefühl, ja. Ja. Ja, voll. Aber we will see, lasst euch überraschen. Wie gesagt, wenn ihr gute Inputs habt, wie der Marco Jurt, ist es mit dem Mario Zielmann, wenn ihr gute Inputs habt diesbezüglich, hey, schreibt uns, why not, wenn ihr einen Kontakt habt, noch so gern. Wenn also ihr keinen Kontakt Themen, habt, einfach auch Inputs, genau, schreibt auch Themen rein. Ich glaube, nächstes Jahr ein wichtiges Thema ist sicher das mit der Vogellobby. Ich wollte gerade sagen, Kormoran wird sicher ein Thema sein, das wir durchnehmen. Ja. Es wird sicher auch der SFV, also der Sportfischverband, wird sicher auch ein Thema sein. Es wird wahrscheinlich auch ein Thema sein mit den Schonzeiten der Fische, ob die vielleicht noch richtig sind. Ja. Jungfischer wird auch ein Thema sein. Jungfischer wird ein Thema sein, genau. Dann werden wir sicher auch wieder über den Hecht diskutieren, beziehungsweise über die Eröffnungen. Das wird sicher auch wieder ein Thema sein. Ob wir einen Gast haben oder nicht, werden wir dann sehen. Was wir sicher nicht drum herum können, ist unsere WPC-Gewinner einzuladen. Ja, ich glaube, das ist sicher das auch ist ein Thema. fix, dass ist sicher auch ein kommen, Thema. Was auch wieder ein Thema wird, ist sicher die Schweizer Sportfischermesse. Ja. Das ist ganz klar, wenn wir schon so ein Event haben. Hey, und ich glaube, sonst gibt es sicher mega viele Updates und Infos und ja, was gerade läuft so in den Szenen und alles. Also, ich glaube, wir haben vor 2 Jahren mal eine Liste gemacht. Wir haben wenig von diesen Themen bis jetzt abgehakt, weil irgendwie immer wir etwas... haben zumindest nicht alle abgekreuzelt. Ja. So, Also ich denke, es ist noch viel offen. Hey, auch unbedingt schreibt euch Wunschgäste unten in die Kommentare. Das fände ich mega cool. So Wunschgäste, Wunschthemen, wenn ihr unten einen Kommentar zuballert. Unbedingt. Was ihr euch vorstellen könnt. Ich sage, irgendwo Anfangs Neujahr werden wir uns mal callen und schauen, vielleicht auch vorher schon, was wir nächstes Jahr angehen wollen. Genau. Also wir wollen sicher, was wir gesagt haben, das ist eine Halbjahresplanung. Letztes Jahr haben wir eine Jahresplanung gemacht, das ist für die einen ein bisschen zu weit gewesen. Ja, für uns wäre es einfacher gewesen. Ja, für andere ein bisschen weiter hergeholt. Kann ich auch verstehen. Absolut. Ja, da stellt sich natürlich noch die Frage, wann werden wir wieder zurück sein, weil das ist ja die letzte Episode in diesem Jahr. Ja, das ist jetzt... Wann werden wir wieder zurück sein? Weißt du wann? Nein. Nächstes Jahr. Ja. Okay, nach langem Hin und Her diskutieren. Wo ihr nicht gehört habt. Ja, ich glaube, bei dir ist im Januar viel los. Ich zügle Ende Januar, aber wir werden sicher wieder dort... Mitte Januar wird wieder eine Folge am Start sein. Wir probieren so gleich wie möglich wieder eine Folge zu machen. Aber we will see. Ja, jetzt sind ein bisschen Festtage. Geniessen es ein bisschen. Schlägt euch den Ranzen voll mit dem Gift, was es überall gibt. Glühwein. Seid uns ein Abstinenzler. Was Abstinenzler, Mann? So gute Glühwein wie in Berlin habe ich schon lange nicht mehr getrunken. Wirklich? Ich kann gar nicht den Glühwein trinken. Oh, das ist super. Also ich kann es gerne zwischendurch mal einen, aber... Ja, jetzt kommt doch die schöne Jahreszeit, wo du keine Ausrede hast, warum du so viel musst fressen. Ja, gut, das habe ich eh nie. Brauche ich auch nie. Ja. Hey, Nico, es war ein cooles Jahr. Mega. Hat Spass gemacht. Ist intensiv gewesen. Wenn ich etwas muss sagen, ich habe es vermisst, dass nur wir zwei da hocken. Das finde ich aber schon noch etwas anderes. Ja. Aber das werden wir jetzt nächstes Jahr sicher ein bisschen anders machen. Das könnte das Learning sein. Genau. Ja, aber es war geil. Das zweite Jahr, Mann. Ja, ist geil. Ist geil. In 3 Jahren machen wir wieder eine fette Party und dann tun wir alle Gäste einladen. Ja, wir tun uns sicher auf nächstes Jahr wieder etwas einfallen lassen. Ja, das schauen wir dann. Oh, weißt du, das haben wir auch noch nicht gemacht. Wir haben Anfangsjahr haben wir mal gesagt zur Charity. Stimmt. Ja, das habe ich ein bisschen bei dir lassen. Ja, ich habe mich auch nicht mehr gross darum gekümmert. Was wir mal gesagt haben, ist so ein Schnurschlucker. Ja, der kostet 60 Stutz. Ja, das ist eben... Ist halt, ich finde es viel. Ich finde es viel, auch wenn
Keine Ahnung, ein Teil, auch wenn es 30 Stutz sind. Die Idee finde ich mega. Die Idee ist geil, aber es ist einfach teuer. Ja, müssen wir uns mal überlegen, mal noch ein bisschen brainstormen. Aber jetzt kommt die schöne Zeit, wo wir 2 Wochen Ferien haben, oder eine Woche zumindest, wo wir uns auch die Gedanken machen können. Dann bleibt mir eigentlich auch nichts mehr anderes zu sagen als schöne Festtage. Geniessen es, haut euren Ranzen voll. Absolut. Besinnliche Zeit mit eurer Familie. Genau. Wie der Nico vorhin schön gesagt hat. Schenken Zeit. Schenken Zeit. Genau. Und so sind wir draussen in diesem Jahr. Ciao zusammen. Ciao zusammen. Yeah. Erste Podcast in der Schweiz übers Fischen ist draussen. Eben schon gelassen das Bier rufen. Fisch verrückt, treffen sie den Buff oder werfen im Wasser. Die nächste Folge vom Forellenkönig und ein Bär sind im Kasten. Tight Lines, Baby!